Herr Präsident, die Damen und die Herren, an Enkeer als net Coutum, auch Exzellenzen an sogar eng Schulklasse, die man Direktor von der IGF hier an der Chambre ist. Kurz op Moor, Moor für Jidverein. Das als Eisenuspruch und diese Budget für 2025. Das ist an Eisen auch die Wirklichkeit von dem ersten Budget, den die Handschrift von dieser Koalition dreht. Für dich, der Madame Rapportrice, dem Corinne Kahn, aber ein großes Merci für Ihren exzellenten schriftlichen und mündlichen Rapport. Die behandelt eng von den großen Frohen von unserer Zeit, nämlich die von der künstlichen Intelligenz. Das Sujet passt. Wenn wir Kurs auf Mur holen, ist das auch ein Kurs in Richtung künstliche Intelligenz. An Eisen an, ob KI Mur für Jidverein, wo der Mensch Meister bleibt über Maschinen. Ohne Technik, Ewigkeit und ohne Terminator Pessimismus. Wir müssen als just über die ethischen Risiken an die Hütte Göster einer Strach klar sind, an die nötigen Leitplanken setzen. Das sieht ja auch Madame Kahn an ihrem Rapport. Da bietet KI als viel Chancen für das Leben mehr einfach zu machen, und als Wirtschaft mehr wettbewerbsfähig und vor allem auch mehr zukunftsfähig. Viel von diesen Möglichkeiten greift diesen engagierten und persönlichen Rapport auch ab. Und ich komme gleich noch konkret auf die KI am Alter zu schwätzen. Herr Präsident, dieses Budget steht hier eng nachhaltig als Sozialfinanzpolitik für Matheleit. Eine Finanzpolitik von und für die Breit mit, vom sozialen Zusammenhalt an dem sozialen Frieden, von einem nachhaltigen Wachstum, die bei den Leuten auch kennt. Mit mehr Netto vom Brutto für Jidverein, das weist den Entlastungspakt, den dir mit einer großen Majorität die letzte Woche zusammen gestimmt hat. Eine Finanzpolitik, die liefert Wohlstand und Wohlbefinden, Zukunft und Zusammenhalt. An einem Staat als Dingstechter für die Leute. Das sind als politische Ziele. Auch am Sinn vom ersten Jahresbilanz an der Verantwortung. Verantwortung für Stabilität, für Land und für Leute. Mit dieser Bürger- und betriebsnahen Finanzpolitik für Stabilität durch soziale Frieden heim, ein AAA und ein SSS. Eine Stabilität, die auch finanzpolitisch Ursachen hat. Sozialfinanzpolitik lohnt sich ethisch und auch ökonomisch. Ob manst genauso viel lohnt sich auch der Sozialdialog. Dafür haben wir dieser Dich zu Sendung den europäischen Semester mit allen Sozialpartnern beschwert. Dafür habe ich mich non Protest Piquet als Sache Frontalien mit den Gewerkschaften gesehen. Und auch an Zukunft, die Damen und die Herren, halten wir konsequent Sozialdialog fest. Just so funktioniert das Modell Lützeburg, Sozialpolitik als auch Standortpolitik Lützeburg am umgedreht. Herr Präsident, die Damen und die Herren, das nicht Jidverein Heilbande mit diesem Budget einverstanden ist, als Teil vom Zusammenspiel zwischen Opposition und Majorität. Merci der Chambre für das konstruktiv und demokratische Debatte. Und merci aber auch und Berufskummeren für hier Analysen und Anregungen. Vieles können wir auch teilen, manches Männer, und das ist auch normal. Wenn wir alle guten teilen können, als das als KI alle guten etwas angeht. Viele von uns schaffen heute schon mit ChatGPT und Co. An der Schule, auf der Arbeit, an der Freizeit, aber beim Staat auch. Die Regierung schafft dafür aktiv und eine neue KI-Strategie. Die lässt aus von 2019. Zanter hier, als vieles aber auf dem Plan geschieht. Wir wollen auch hier Kurs halten in Richtung Innovation. Nicht just für die Happy Few, aber auch Innovation für Jidverein. Die Wirklichkeit von morgen beruht auf unsere Weichenstellungen von heute. Dafür müssen wir an der Innovationslokomotiv sitzen. Wir dürfen den Zug von der Innovation nicht zu verpassen
A Finanzpolitik, die Damen und Herren, as auch Innovationspolitik. Als Finanzplatz muss auch eng feieren Troll an der KI-Platz hunn. Sie as der Taut schon deelweis amur nach viel mehr. Zum Beispiel bei der Bekämpfung von der Geldwäsche oder bei den Geschäftsbeziehungen op Distanz, konkret via Chatbots. Neue Berufsbilder entstehen, neue Aktivitäten, neue Wertschöpfung, neue Chancen, an die Willen, ja, die muss man ganz einfach nutzen. Als Talent Unzählungsgraf muss hei auch mitteilen, an dürfen als Schule auch. Gerade wie als Gesetzer, Stichwort Blockchain 4, nur ein Sujet hei an der Chambre. Mit Pioniergeist schaffen wir hei einen neuen Sicherheitskader. Ein Beispiel. TAGSBC Orion-Plattform für Emission von digitalen Vermögenswerten klingt eigentlich nur Science Fiction, als aber real. Oder den ersten UCITS-Fonds, den auf Blockchain zurückgreift. Kontrollkommission als CSSF hat hei am Oktober schon geringt Luft dafür gehen. Das alles geht just mit den richtigen Anreizen und mit finanziellen Direkthilfen für als Betriebe. Anfang des Jahres hat BGL BNP Paribas ihren ersten KI-Projekt mit Unterstützung vom Staat lanciert. Auch steuerlich, die Damen und Herren, unterstützen wir KI mit einer neuen Bonifikation, die unter diesem Jahr erkraft ist. All das ist nötig, für global überhaupt mitzuhalten. Ich sehe an der Letzte nach viel gereist. Das op Finanzmission. Mit konkreten Resultaten aber für das Land an sein Leid. Zum Beispiel mit neuen Bezahlservices für den EU-Hub zu Lützeburg. 35 Lizenzen sind von der CSSF schon zugegeben. Für den Zukunftszug nicht zu verpassen, müssen wir als Anstrengungen verdoppeln, ja sogar verdreifachen. Wir dürfen nicht darauf zu werden, dass Zukunft bei Eis kommt. Wir müssen hier entgegengehen. Aber mit der typisch Lützebauer Kombination aus Pioniergeist und vor allem gesunden Menschenverstand. Herr Präsident, wir brauchen das stärkt gerade Elo, weil wir leben an unübersichtlichen Zeiten. Als Welt dringt all der mehr sehr. Vieles, was gestern nach sicher geschenkt wird, als es haut nicht mehr. Auch die globalen Unsicherheiten gehen echt mehr groß wie mehr klein. Die globalen Polykrisen auch. Es sind für allem Konflikte, die die Leute Sorgen machen. Für den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Aber auch den Nahen Osten, dabei kommen nach einer geostrategischen Spannung. Aber wie eine genaue Konsequenz entwickelt von Präsident-elect Trump wird, bleibt auch unklar. Klar bleibt für uns, dass die transatlantische Werteallianz Rückgrat von unserer Außen- und Sicherheitspolitik bleibt. Klar ist aber auch, dass die globale Luft mehr rau wird bloßen. Auch für uns hierheim. Für besser wie andere zu sehen. Europa muss sich bewegen. Das wissen wir spätestens unter dem Draghi-Rapport. Europa und auch Lützeburg muss mehr wettbewerbsfähig gehen. Nicht mit mehr Protektionismus, sondern mit einer Nutzung von unseren globalen Chancen an einem fairen Multilateralismus. Die Rechnung riskiert es, für jedwar eine Medaille zu gehen. Auch dafür brauchen wir eine handlungsfähige Europäische Union, eine Stabilität auch an unseren Notbeständen, die am Moment leider nicht gehen ist. Und das nicht ohne Impact auf Lützeburg. Herr Präsident, die Damen und Herren, die geopolitisch große Lehre drückt auch auf die Weltkonjunktur. Weltweit, so den Internationalen Währungsfonds, hält sich der Wachstum auch 2025 bei 3,2%. Die Wirtschaftsprognose für Amerika gouf noch Uwen revidiert, bei den großen europäischen Ländern noch innen. Nicht erstaunlich, dass die EU-Kommission den Wachstum von der EU für 2025 sogar liegt, noch innen korrigiert wird, von plus 1,6% auf plus 1,5%. Auch an der Eurozone soll der Wachstum für 2025 liegt mannerhäich leiien wie nach am Frühjahr ugehoben, just nach 1,3% am Platz 1,4%. Für Lützeburg bleiben Zahlen laut EU stabil, plus 2,3% Wachstum
für 2025. Liegt manner optimistisch wie de Stadtdeck oder den FMI nach beim Budgetsdepot plus 2,7% für 25 ageschert hätten. Ufangs des Jahres sind wir nach mat plus 3% Wurstum für 2025 ausgang. Dat gesot leiie mir weit iwwer den Niveau von 2023 an och iwwer dem Durchschnitt vun der EU an der Eurozone. Irgend Appes muss man also schon net so schlecht machen. Laut EU-Kommission als eise makroökonomischen Szenarium aklang matieren egene Projektionen. Als Zentralbank schwätzt vu liicht optimistischen Zahlen an erstehlen dessen vorsichtigen Optimismus. Die Inflation ist weiter rückläufig. Ob EU-Niveau an der Eurozone gerade wie so bei Eis zu Lützeburg. Dodurch gehen weiter Zinsbesten, los mal so wahrscheinlich. Zentralbanken gucken Wirtschaftsdaten aufmerksam. Den Emploi kennt 2025 zulehen plus 1,6% laut EU-Kommission entgängt plus 1,5% vom Stadtdeck am September. Der Chômage soll sich 6% abpendeln, plus 5,9 laut FMI. Zentralbank schwätzt von einem konjunkturellen Zyklus. Und wir brauchen zu Lützeburg starken Arbeitsmarkt. Für eben stärkt Lützeburg. Dafür ist es wichtig, als ein Skillsgap der Tisch, als Kompetenzdefizite mit klein zu machen. An 42 Millionen Euro, die damit an die Herren vom Beschäftigungsfonds gehen an Formation. Herr Präsident, gerade an unsicheren Zeiten müssen wir Kurs halten, an erheben als Hausaufgaben machen. Und das machen wir. Gerade lo müssen wir weiter an den Abschwung von unserem Land als seine Leute investieren, an erheben für mehr Kaufkraft sorgen, für Kleinverdringer an die Bretmet, für unseren sozialen Zusammenhalt als soziale Frieden. Gerade lo müssen wir mehr investieren. An Nachhaltigkeit, an den Klimaschutz, an die energetische und digitale Transition. Für unseren Standort Lützeburg zu stärken, an Zukunftsfähigkeit von unserem Land, am Sinn von einer nachhaltiger, und vor allem sozialer Finanzpolitik für die Leute. Herr Präsident, die Damen und die Herren, Kurs op Mur hecht klare Ziele mit einem klaren Blick uphalten. Das ist keine Navigation à vue. Und das ist auch kein blander Optimismus. Wir lassen uns nicht beirren, an realistischen, auf in allem faktenbasierten Kurs op Mur. Mit Moos und mit, aber nie mit Mittelmoos. Weil es geht zwar just leicht, aber es geht wie Job. Nur einem geschärften Defizit am Zentralstaat für 2024 von 1,9 Milliarden Euro am Frühjahr lohnt nach just einer gänsephysischen 1,4 Milliarden Euro. Und das nicht auszuschließen, dass sich die Situation am Zentralstaat noch verbessert. So sind die Einnahmen auf den 30. November 2024 auf ein Jahr geguckt, rund 2,9 Milliarden Euro gewusst, plus 12,6%. Das positive Entwicklung hält dem nur an. Ein Plus von 612 Millionen Euro oder 31,3% bei der Körperschaftssteuer. Ein Plus von 500 Millionen Euro oder plus 9,3% bei der Lohnsteuer trotz Inflationsbereinigung vom Steuerbarem. Und auch ein Plus von 220 Millionen Euro oder 31,4% bei der Kapitalsteuer. Bei den Ausgaben aber auch ein Plus von 2,1 Milliarden respektive 9%. Dem noch weiterhin op den 30.12. positiven Scheiereffekt. Es sollt am Zentralstaat op den 30.11. vu plus nach immer 147 Millionen Euro plus 754 Millionen Euro méi op Joer geguckt. Meiglich. Und ich packen Holz und ein Defizit für 2024 vu Manner wie 500 Millionen beim eigentlichen Staat, ja eventuell sogar e positives Sold am Gesamtstaat. Nach as het ze frei fir definitiv Schluss ze zeien, me definitiv aussoen Mächen Stutzo am 1. Halbjahr 2025.
Und dabei konnte man am Frühjahr und am Oktober nach von der Opposition gesagt, als Zöllen wären blannen Optimismus. Die Resetten wären überschert. Die Rechnung könnte nicht abgehen. Kein Vorsicht beim Abstellen vom Staatsbudget. Wir wären zu viel optimistisch bei der Einkommenssteuer, zu viel optimistisch bei der Körperschaftssteuer. Und die Ausgaben hätte mir unterschert. Froh vom Schrödinger Sänger Katz gestaltet, ob die lewig oder tot wird. Aber ich kann nicht sagen, die Katz, respektive die rote Leif, also lewig wie schon lange nicht mehr. Und die Verbesserungen, die Damen und die Herren, die lassen sich auch erklären. Der Budget wird hier abgestellt auf Basis von Abschätzungen von den verschiedenen Ministerien über die Ausgaben. Auch von den makroökonomischen Vorgaben vom Statec an den Schätzungen von den Steuerverwaltungen für die Einnahmen. Für Wert sieht das laufende Jahr also deutlich besser aus wie angeschätzt. Wir kommen eigentlich von weit her. Für gut einem Jahr konnten wir nach Zusendung ein ganz pessimistisch Finanzbild vom Staat gezeichnet. Auch wir haben uns, muss ich so selber, froh gestellt. Mir hat wir wenig verantwortlich von uns gewirrscht, das beim Abstellen von dem Budget einfach außer Acht zu lassen. Kurshalle heißt auch immer auf das Beste hoffen, mir gleichzeitig aber auf das Schlimmste vorbereitet zu sein. Geplanten Ausgaben sind nicht all realisiert. Besonders größere Investissementen. Zum Beispiel sind größere Lieferungen von Material bei der Armee oder bei der Eisenbahn mehr spät kommen wie geplant. Oder bei den Rekrutementen, wo der Staat nicht unbedingt alle Neuplätze so besetzt kriegt wird, wie ihn der Staat vielleicht am Anfang vorgestellt hat. Herr Präsident, ich komme auf als Einnahmen, die eigentlich gut laufen. Als Lohnsteuer geht unerwartet gut, trotz moderater Croissance bei der Beschäftigung dem Emploi. Das heißt, dass wir in anderen Emploi, in einer Beschäftigung schaffen, wo der Verdienst vielleicht mehr hoch ist wie angeschert. Besonders bei der Körperschaftssteuer goufen 2023 und 2024 solid Solden aus den vergangenen Jahren geagezogen. Verschiedene Großentreprisen haben außergewöhnlich Gewinner gemacht, die lo besteuert goufen. Auch für das nächste Jahr gouf eine realistische Abschätzung gemacht. Auf Resetteseite ein Entlastungspack, der rund 500 Millionen Euro Mannereinnahmen rabringt. Eine vorsichtige Abschätzung laut nationalem Finanzrat. Plausibel Zahlen bei der Personenbesteuerung wie Zentralbank als bescheinigt. Ein Unsicherheitsfaktor bleibt der Impact von der Mindestbesteuerung von 15% auf die Gewinner von den Betrieben. Vielleicht aber noch einmal ein Wort zu den Eckdaten vom Budget. Für 2025 ein Defizit am Zentralstaat von minus 1,29 Milliarden Euro, 500 Millionen Euro besser wie am Pluriannuell 2024. Defizite am Zentralstaat liegen über die ganze Periode unter dem Niveau vom Pluriannuell 2024. Den Überschuss am Gemengesektor lädt bis 2021 zu, erleidet dann bei über 230 Millionen Euro. Da ging es aber den Überschuss, der das speziell an der Sécurité sociale weiter rückläufig, trotz enger leichter Verbesserung des Jahr durch den Fonds de Compensation. Für die Zeit im manner dynamischen Emploi wie Ugehol am mehr Aufgang an Pension. Verbesserung am Zentralstaat kriegt das eigentlich nicht abgefangen. Zur Resetteseite, auf der Resetteseite ein Prozenter plus von 5,2% am Zentralstaat, plus von 1,5 Milliarden Euro am Vergleich zu 2024, der trotz Entlastungsplan, wo der Steuerausfall, wie viel gesagt, auf über 530 Millionen Euro geschert wird. Wo also könnt der Plus dann hier? Ja, durch unter anderem mehr Einnahmen an der TVA, an den Accisen, und durch mehr Einnahmen über Taxabonnement. Als Politik vom Abschwung mischt sich also durchaus bemerkbar. Und das bestätigen als auch die unabhängigen Ratingagenzen. Fitch Ratings und DBRS sagen, dass die Wachstumsziele für 2024 auch mehr private Konsum auch zurückzuführen sind.
Mei netto vum Brutto, die Damen an die Herren, bringt du no just net méi Kafkraft, méi och méi Wustum. An och die rezent Resultate am Finanzsektor sie positiv. Laut der CSSF läuft Resultat vun eise Banken, 4 Steuerner Provisionen no den ersten 3 Trimesteren bei 7,5 Milliarden Euro. E plus vu bal 15%. Mat 5.665 is so enkeer Milliarden Euro awaren, errecht als Fongeplatz den historisch zweetexten Niveau. Am wir wollen auch hai weiter wussen, gerade bei alternativen Investmentfonds. Wir wollen auch Obwurstungspotenzial vun de kotierte Fonds, die sogenannten aktiv geriert ETFen zu Eisengunsten nutzen. Dürfir Befreiung, die Lächtwoch Beschluss ginners vun der Taxabonnement fir eben des ETF. Zu den Ausgaben. Dann als Ausgaben an Zentralstaat moderate Wustum vun 4,5% oder plus 1,3 Milliarden Euro für 2025. Ënnert der historischer Moyenne vu 6,7% a weit ënner dem Niveau von 2023 vu plus 11%. Manne Ausgaben durch manner Stärkprogression bei de Funktionamentskächten, trotzdem Invest vun 4,6% vom Bruttoinlandsprodukt. Iwer die ganz Periode am Durchschnitt e plus vu 4,5%, deutlich méi wie an der Periode von 2014 bis 2022. An des Innovationen spiegeln auch Prioritäten von dieser Regierung zurück. Und ich komme noch nach kurz darüber zurück. Herr Präsident, eng ambitioniert Budgetspolitik als auch eng responsabel Budgetspolitik. Mit enger klarer Trajektoire bis 2023 26,7% Schuld laut pluriannuell an net 32,4% wie zu Sendung nach 2027 geschah. Eng Trajektoire, die noch innen weist. Eng klare Strategie für die Entwicklung von den Staatsfinanzen. Schon dieses Jahr werden wir den positiven Steuereffekt erreichen und das soll auch so weitergehen. Mit enger Trendwende auch bei den Defiziten. Ich hatte am Oktober auch schon gesagt, am Jahr 2025 nicht 3,1 Milliarden Defizit wie vorausgesagt, sondern just nach 1,29 Milliarden Euro auf vielleicht sogar Männer. Und der trotz Steuererleichterungen, der trotz engem heigen Invest und der trotz heigen Sozialausgaben. An die Jahren 2024 bis 2027 an der Moyenne rund 2 Milliarden Männer Schuld pro Jahr wie nach 4 engem Jahr zu Sendung vorausgesagt. Und das ohne den sozialen Zusammenhalt an Schere zwischen Arm und Reich aus den Armen zu verlieren. Auch unter diesem Schere-Effekt schaffen wir. Die nachhaltige Sozial-Finanzpolitik, das ist Eisstrategie. Auch am Sinn von den nächsten Generationen. Manner Defizit bedeutet Manner Schuld, auch Manner Schuldzinsen. Auch Brüssel weist sich zufrieden mit der mittelfristigen Finanzplanung von unseren Staatsfinanzen. Die EU-Kommission schwätzt von einer kredibler Budgettrajektoire. Das sorgt auch für Vertrauen auf den Finanzmarkt. Und das ist auch wichtig für den Erhalt von unserem AAA, ohne den es kein Triple S gibt. Wichtig auch für relativ günstig als zu refinanzieren. Und das an einem mehischen Zinsumfeld, und das sieht ja auch der Rechnungshof. Und wir wollen als auch für Zukunft einen nationalen OMT gehen, also ein Kader, den auch mehr die langfristige Ausgabe betrifft. Ohne aber als den Spielraum für Zukunftsinvestitionen zu holen. Der nationale Finanzrat, den CNFP, schlägt hier eine nuancierte Approche für die also Spezifizitäten auch Rechnung dreht. Genau das ist der richtige Ansatz für das Land, gekoppelt und eine zielorientierte Budgetspolitik mit einer Gestion per Objektiv. Herr Präsident, dafür passen wir auch als Budgetsgesetzer an. An dem Kader begrüßen ich ausdrücklich auch die rezente NSRP-Initiative für den PIB du Bien-être mit den Budgetstexten abzuholen. Wir müssen Mensch und Budget ganzheitlich gucken. Wohlstand und Wohlbefinden gehen just zusammen. Das wird ja auch für den Herr Kruchten auf dieser Platz gesagt,
an och Madame Martin Hansen an enger anderer Funktion. An ich will net Engagement Chamber nach am 1. Semester hai mat Abonnen vum nächste Jahr. Ich gif mir wünschen, dat mir hai e Kompromiss gife fannen. Well e Budgetsgesetz vun der neuer Generation sollt iwwer d Majoritéit vun Haut heraus gut geheescht ginn. An ich hoffe hai op eng gut a konstruktiv ze summen ernstcht. Herr Präsident, die Damen und die Herren, Budgetspolitik as ewer vir allem Konkretpolitik, kein Floskeln a kein Slogan. Dëfir können Leiit sich neicht kaufen. Dëfir och konkret Entlastungen vun dëser Majoritéit fir d Leiit. E steuerbefreite Mindestlohn vom 1. Januar 2025 och an der Steuerklasse 1 eng Premier. Rund 77 € konkret de Mount méi netto an der Tasche. Auch durch Toss vom Mindestlohn 2,6% op den 1. Januar 2025. A länger zeier Madame Tanser. Bis zu engem Bruttoakkommes von 52.400 € bezahlen 2025 keng Steuern mehr. Eng konkret Entlastung von 3.502 €, Madame Tanser, mehr an der Tasche am Vergleich zu 2023 für ein Bruttolohn von 50.000 €. 3.782, ja, die würdet gut hören, Madame, 3.782 € oder 31,4% Männer Steuern für allein erziehender mit engem Steuerkredit an engem Lohn von rund 75.000 €. 2.793 € oder 14,6% für konkrete Sohn Männer Steuern für eine Familie mit 2 Kinder an der Steuerklasse 2 an einem Bruttolohn von 125.000 €. 1.314 € für konkrete Sohn oder minus 8,9% Männer Steuern für ein Single mit einem Bruttoeinkommen von 75.000 €. Auch sie goufen letzte Woche nicht vergessen. 2.883 € oder 40,7% Männer Steuern bei einer Bruttopension. Auch sie goufen nicht vergiss vu 50.000 € an der Steuerklasse 1R. Durch Baremsupassung och konkret Steuererleichterungen fir Revisempfänger a Leiit mat engem schweren Handicap. Eng Hoss vun 10% vun der Deierungszoulech. Allmont an de Familienminister sitzt du iwwer. Rund 200 € weiter fir e Stot vun 2 Personen bis zu eng Bruttoeinkommens vu 4.605 €. 200 € de Mount netto méi. Allmont rund 300 € weiter fir e Stot vu 4 Personen bis zu engem Bruttoeinkommens vu 5.692 €. Net schlecht. Allmont 165 € weiter fir e Stot vun enger Person bis zu engem Bruttoeinkommens von 2.710 €. 90 € weiter für Revisempfänger oder de Leiit mat engem Akkommes mat schweren Handicap durch Perennisation vun dem Äquivalentkredit d'impôt. Erweiterung vun der Energieprim bis zu engem Revenu vu 25% iwwer der Akkommensgrenz fir Deierungszolech. Dodurch 600 am Platz 200 € für einen E-Personenstot bis zu einem Bruttoeinkommens von 3.380 €. 750 am Platz 250 € für einen Stot von 2 Personen bis zu einem Bruttoeinkommens von 5.082 €. Am 1.050 € am Platz 350 € für einen Stot von 4 Personen bis zu engem maximale Bruttoeinkommens von immerhin 7.115 €. Das Koalition liefert. Also eng Verdreifachung für all die das Prim Lochance kreen. Donierwen eng Erweiterung vun der Prim op e Revenu vu bis zu 30% iwwer der Akkommensgrenz fir Deierungszolech. Dat ganz mat engem degressiven an dem no och sozialen Komponent ermonter. Demno 300 € für einen E-Personenstot an engem maximale Bruttoeinkommens von 3.523 €, 375 € für einen Stot von 2 Personen mit engem maximale Bruttoeinkommens von 5.285 €, auf 525 € mehr de Mount für einen Stot von 4 Personen mit engem maximale Bruttoeinkommens von immerhin 7.399 €. Die Leute werden das schon substanziell spüren. Darüber aus
eng automatisch Steuerungszolär an Energieprim fir Leiit mat enger Allokation d'inklusion. Kurz gesot, konkret Politik fir die Mischwer. 33% méi Aufsetzbarkeit vu Schulzinsen fir Egenheimkäfer. 16.000 € am Platz 12.000 € fir eng Familie mat 4 Kanner. E steuerlichen Nettogewinn vun dem no zusätzlich zu den anderen Unterstützungen 1830 € netto pro Jahr. Halbierung vun den Enregistremansfreien bis den 30. Juni 2025. Also keng Enregistremanskächte fir een Egenheimkäfer an der Koppel bis zu engem Kaufpreis vun 2,2 Millionen €. Leiit brauchen sich also Manner zu verschulden, keng Enregistremanskächten fir den Investisseur bis zu engem Kaufpreis vu rund 570.000 €. Also et gëtt och lo méi gebaut. Eng Verdubelung vun der Loyersubvention fir Kanner vu 40 op 80 €. Bis zu 1.000 € kann e Privatpatron eng Wunprem fir die Jong ginn de Mount ënner 30 Joer an do vun der Sinn 25% steuerfrei. Wir vergessen also auch als Lokatieren an die Jung net. An das Licht lässt sich eigentlich die Damen an die Herren beliebig weiterfeieren. Mir ist schon die konkret zu den Hai bewusst genannt. Das leid auch mal denke du baust Mat kreen wert dann Hai alles innerholget an dieser Finanz- und Sozialpolitik. Da das Politik von dieser Regierung a konkret Entlastung herstellt für das Koalition wird leid. Und das hecht auch konkret Kurs op e Mo fir Schidverein hell. Herr Präsident, dese Budget liefert konkret Antworten fir Mo, fir méi Wohnungsbau, fir op abordablen, fir méi stärke Sozialstaat, a manne Armut, fir méi Mobilitéit, besser Infrastrukturen, méi Klima an Umweltschutz, ze summen mat dem nationalen Energie- a Klimaplan. Fir méi Kompetitivitéit an e méi performante Staat, mam Fokus op dat Digitat. Für mehr Sicherheit für die Bürger hierheim und auch an der Welt. Herr Präsident, die Damen und die Herren, der Wohnungsbau. Hier der Wohnungsbau bleibt eng von unseren Hauptprioritäten für Mo. Los, aber sicher, wirkt als Logementspark für mehr Schwung Bau. Auch hier gesehen mir Abschwung an nicht mehr lang, auch die Chambre immobilière, die ihr könnt kloen, für den nächsten Horizont. Auch der Konstruktionssektor selber weist sich am 3. Trimester méi zuversichtlich. Genau dafür haben wir die temporären Maßnahmen lo verlängert. Für gerade lo méi Abschwung für die Reprise zu liefern. Eine Reprise, die Chance, wie ich gesagt habe, zu erkennen ist, zum Beispiel bei den Banken. Auch am Neubau, der WFN, werden wir diesen Abschwung gesehen. Auch dafür wäre es wichtig, nach einmal notzulehnen. Fürop op Derbisplätzen am Bau zu steipen, a Failliten weitgehend hoffentlich auch am 1. Semester nächstes Jahr zu evitieren. Ich gebe aber dafür keine Garantie. A wann durch die neuen Baumaßnahmen de Bau unzieht, zählen auch Beschäftigung am mittelfristig Teilnahmen no. Es bleibt richtig, dass wann es dem Bau gut geht, da geht es auch dem letzten Land gut. Den Zugang zu enger Wohnung ass net nëmmen eng froh vum egene Portemonnaie, et ass och froh vun der Attraktivitéit vum Standort Lützeburg. Laut Zölle vun der Handelskummer missten all Joer tschen 6.000 a 7.500 Wohnungen fertig gestalt gin. Gut 3.000. Gut 3.000 konnten die letzten 20 Joer an du as Schidverein responsabel am Durchschnitt gebaut gin, also knapps Talschen. E chronischen Defizit a mir mussssen hai a mir wëllen fir un allem Gege steieren. Nach nie huet eng Regierung dëfir méi an den abordable Wohnungsbau investéiert, wie des Regierung et sech firgehollet. 461 Millionen € eleng am Budget 2025. Eng Hoss vu plus 130 Millionen € am Verglach zum nächste Joar 24. Rund 24% für Projekte vun dem Fonds de Logement, gut 11% von der Enveloppe fließt jeweils und dessen HPM an und den Gemengesektor. An nachmal gut 10% und einer Akteuren. An och de WFR-Opkaufprogramm geht sei weh. Op den 16. Dezember, also bemändig,
goufen an dem Kader 220 Wohnungen für ein Gesamtschiffer von 133 Millionen Euro kauft. Für weiter 160 Wohnungen als schon ein Reservationsvertrag an der Meer für ein Gesamtmontant von nachher 114 Millionen Euro. Beim Logementspark vom Januar 2024 hat die Regierung, wie gesagt, echt Januar gesagt, sowohl für den Eigenheimkäufer wie auch den Lokatär in der Term zu greifen. Op den 30. November, also für gut 14 Tage, haben 9.777 Personen den böllischen Akt ugefrot, für ein Gesamtmontant von 31 oder 33,3 Millionen Euro. Der Steuerkredit für Lokationswohnungen dagegen stand 30. November just 192 Personen. Und aber ein quasi Verdurchblum am Vergleich zu Ende September 2024. Demals just 109 Leute, an Haut, wie gesagt, 192. Hier haben wir uns also schon verbessert. Weil am 4. Trimester von diesem Jahr hat der Verkauf von Wohnungen nach solid umgezogen. Dabei doppelt so viel wie am 3. Trimester. Maßnahmen wirken also, aber es geht nach nicht durch und dafür wird auch verlängert. Und für den dusen Abschwung einen weiteren Abtrieb zu gehen. Und auch hier heißt es, Kurs in Richtung Abschwung zu halten. Der gesamte zeitbegrenzte steuerliche Logementspaket dürfen, wie gesagt, 6 Monate verlängert. Die entsprechenden Texte stehen de Morgen parallel zu dieser Sitzung auf der Tagesordnung von dem Regierungsrat, für das uns dann auch rückwirkend weitergefordert gehen. Das betrifft die Einzelsteuerkredite genauso wie die sogenannten Quart du Taux global oder Plus-Value-Besteuerung. Und auch die Aussätze von der Plus-Value-Besteuerung bei einem Invest an eine sozial respektive ökologisch hochwertige Wohnung. Und neben der Halbierung von den Enregistrementskosten. Ziel ist also klar: Terrain mobilisieren, den Baumotor umkippen und die Leute an der Arbeit zu halten. Am Moment huscht der Baumotor nach ein bisschen, dürfen also den Moment für gezielt und vorsichtig Gas zu gehen. Für genug Kraft zu haben, für als Ökonomie auch ganz mitzuziehen. Herr Präsident, die Damen und Herren, es ist schon von AAA auf von S geschwert. Ohne starke Wirtschaft auch keine starken Sozialstaat. Und umgedreht. Und ohne beides keine starke Lützeburg. Dafür haben wir auch in Zukunft Kurs auf einen starken Sozialstaat. Nur bei all zweiten Euro sind Sozialtransferen. Konkret sind das 47% von dem Budget oder 14,3 Milliarden Euro. Wir wollen die Sozialausgaben hochhalten für einen starken Kader für sozial schwache Leute, mit einer verbesserten Teuerungszulage, einer erweiterten Energieprämie und auch mit sozialer Staffelung. Aber auch administrativ dürfen wir mehr finanzielle Unterstützung von den Offices sociaux durch den Staat mit 25 Millionen Euro für 2025, mit weiteren Entlastungen für Klein- und Mitteleinkommens. Ich erinnere an den Entlastungspaket an Höhe von 535 Millionen Euro. All diese Maßnahmen sind wichtig für unseren sozialen Zusammenhalt und den Kampf gegen die Armut. Das gilt auch für Checkservice Accueil, den das Armutsrisiko bei den Kannern laut Statec 4%, das ist erstaunlich, 4% allein nur innen drückt. Der Kostenpunkt dafür, muss ich auch sagen, 804 Millionen Euro geschert für 2025. Wir wollen aber weiter an Zukunft von unseren Kannern investieren. Über Zukunftskäse. Mit rund 1 Milliarde Euro. 1 Milliarde Euro für das Kannergeld, 33 Millionen Euro allein für die Rentrée scolaire. Auch an der Schule mit Investitionen an Höhe von 130 Millionen Euro, 276 Millionen am Jahr 2021, an ein Gesamtedukationsbudget, gestern aus schon angeklungen, von 4,4 Milliarden Euro oder über 14% vom gesamten Budget vom Lützeburger Staat. An iwwer de Musiksunterricht, ja auch die schlägt mit 64 Millionen Euro für den Staat allein zu Buch. Herr Präsident, zu dem Zusammenhalt zu Lützeburg kurz zählt auch der Sport und Kultur. Der Sport kriegt den Stellenwert, den er verdient wird.
mat enger Erhéchung bei de laufende Kächten vun 41,1 Millionen op 66,5 Millionen Euro, also eng Croissance vun 62% 2023. Dummer der stärke mir Sportstrukturen substanziell am Interesse vu Vereiner a Verbänden an och vun eiser Gesundheit. Dabei könnt eng Subsidereform vun iwwer 14 Millionen Euro. Mat enger Dotation vun 135 Millionen Euro am 5-Jahresplan bleibt den Invest an Sportinfrastrukturen ochreich. Kultur, die Damen und Herren, kritiererseits och optrifft mat diesem Budget. Für und allem gëtt als kulturelle Patrimoine opgewehrt. D'ausgaben vum Fonds für Reisen architektonische Patrimoine klammen op rund 37 Millionen Euro pro Jahr. Herr Präsident, Kurs op Moorhalen heescht och de Klima- an Umweltschutz positiv begledet. Klima- a Finanzpolitik mussssen ze summen gedurchgehen. Beides als och Standortpolitik Lützeburg. An dat erreche mir mam neue Klima- an Energieplan dem Pneck. 1,3 Milliarden Euro sind am Zeitraum 2025 bis 2021 dofir 4 gesehen. Allein für die Klimabonus Mobilität sind es rund 200 Millionen Euro über die nächsten 4 Jahre. Wir müssen auch weiter Erfolge machen am Bereich von den erneuerbaren Energien, und das sowohl bei der Sonne wie dem Wind. Bis 2021 sollen 179 Millionen Euro an erneuerbare Energien fließen. 642 Millionen 2025 insgesamt an der Umwelt, am Klima, an den Energie- und Wasserfonds. Wir investieren auch solid an als Mobilität. 687 Millionen Euro 2025 an den Fonds du Rail. 687 Millionen Euro. Bis 2021 bald 3 Milliarden Euro. Investitionen auch an den Straßenbau von rund 490 Millionen Euro bis 2021 2,5 Milliarden. An Investitionen, da gucken die Städte an die Gemengen rundherum, an den Ausbau vom Tram. Bis 2021 420 Millionen Euro. Lützeburg wiest, an als Infrastrukturen müssen dafür auch wissen. Ausgaben iwwer den Fonds d'Investissement Public Administrativ für Verwaltungsgebäude 32 Millionen Euro, militärisch Errichtungen 32, Police 15,5 an Justiz. Aber bei den sozialen und sanitären Errichtungen sie für Foyeren für Kanner und Spitäler. Gerade wie auch Thermalbad zu Mondorf, an Pflegeheim zu Kirche, an Gebäudeketen für den Accueil von Flüchtlingen. Für Schulgebäude sind rund 106 Millionen Euro nächstes Jahr vorgesehen. Herr Präsident, am Entlastungspakt sind steuerlich Anreize auch für mehr Kompetitivität. Dadurch eng mannerhéich Körperschaftssteuer minus 1%, dommer Leimin nach immer liegt über der OECD Moyenne. Die aktiv geriert ETF-Fonds bezahlen kein Tax der Bundesbank mehr. Mehr Hilfe für Betrieber kommen auch vom Wirtschaftsministerium. Auch Wasserstoffprojekte gi finanziell unterstützt. Wir investieren do 110 Millionen Euro über die nächsten 10 Jahre. An der Staat muss ich auch Mittel gehen, für den Ball von den ökonomischen Akteuren abzufangen. Und dafür brauchen wir stärken öffentlichen Dienst. Und wir sichern als Staat, wir sichern als Staat 1500 neue Talente. Und laut Eisenschifferin stehen nach rund 1000 Plätzen op. Dafür gilt es auch verstärkt an Digitalisation zu investieren. Den Technologie an Informationszentrum kriegt dafür auch mehr Suen an andere wieder. Wir schaffen in einem modernen, performanten an digitale Stadt. Herr Präsident, 3100 Leute bei der Police, 7200 Leute bei den Rettungsdiensten, darin natürlich viel Freiwilliger, Gott sei Dank, und 460 Leute bei der Douane. Sie sorgen am Alltag für mehr Sicherheit. Die Sicherheit wollen wir auch an Zukunft stärken. Der Finanzierungsmodus für den CGDs geht dafür high überschafft. Police kann all Jahr 200 Stagiaire rekrutieren. Das bleibt auch nicht ohne Impact, zum Beispiel mit Formation, den Equipment, Kleider, Munition. Auch wird ein neues Logistikcenter
zu kontern entstohlen. Kächtepunkt dofir 70 Millionen Euro, auch de Reklassement vu rund 400 Polizisten, den desideiert gouf, stärkte Kor e Kächtepunkt hai vun 42,5 Millionen Euro zurückgerechnet op Joren 2018 bis 2023. Wir gucken auch als Landesverwaltung weiter noch 4 zu bringen. Herr Präsident, für mehr Rechtssicherheit sucht für uns allem aber auch als Justiz. Hier Krediterklammen dürfen im rund 10 Millionen Euro. Als Verteidigungsausgaben, es wird viel diskutiert geht im Moment, geht nächstes Jahr nach einmal an die Luft. Frieden geht einmal nicht zum Nulltarif. Eine erste Anpassung von der Trajektoire gouf man Budget 2024 aktiert. Echt Hoss von 0,77% Bruttoinlandsprodukt gehen wir auf 0,83% am Jahr 2024. Rund 697 Millionen Euro. Davon 69,5 Millionen Euro als Hilfe allein für die Ukraine. Beim Budget 2025 wird den Effort der Défense nach einmal angepasst. 792 Millionen Euro oder plus 94 Millionen Euro mehr wie das Jahr. Und darüber hinaus nach einmal 80 Millionen Euro nächstes Jahr zusätzlich für die Ukraine, gut investiert zu und aber für den Frieden an Europa. Herr Präsident, die Damen und die Herren, ich komme zum Schluss. 84 Jahre, den 16. Dezember 1944, als der Ardennen-Offensiv ugang. Eng von den deichtersten Stunden vom Zweiten Weltkrieg. Aber mir Lützebäuer haben den Mut und die Hoffnung damals nicht abgegeben. Als Eltern, als Großeltern, die sitzen zwar an den Kellern, zu Wolz und auf vielen anderen Plätzen am Land. Aber hier Moral wäre damals nicht, ganz am Gegenteil. Der Charakter von einem Mensch und auch von einer Nation weist sich gerade an Krisenzeiten. Bei aller Gravität sind als Herausforderungen von Haut nicht mit denen von damals zu vergleichen. Ein Grund mehr für uns als Eltern und Großeltern ein Beispiel zu haben. Gerade wie Sie packen auch mehr die Herausforderungen von mir. Wenn wir uns auf als Stärkten besinnen, wenn wir uns die Herausforderungen an aus den Herausforderungen neue Chancen machen, wenn wir zusammen an Zukunft vertrauen, an zusammen des Zukunft sicher gehen. Nicht blank oder naiv, aber mit Entschlossenheit und Motivation. Mit der festen Überzeugung, dass das Beste für das Land an sein Leid nicht handelt, aber für allem für uns ist. Das heißt Kurs auf Mur herlen, mit neuem Mut, und faktenbasierter Zuversicht. Diese Mur ist noch nicht geschrieben. Wir schreiben den Haut an Hai, an dem es mir eins mit diesem Budget die nötig Moyen gehen. Zusammen mit Vertrauen auf Mur und Verantwortung für jeden Verein. Ein Mur für jeden Verein geht just mit einem Madeneen von Haut. Und ich invitiere euch für dieses Budget Zustimmung zu geben. Ist du nicht merci.